Dus Pastor Henry is aanvang reed van wo kart ons leven hier op Eden is. Ik dacht ook aan, als ik deze boodschap reed, meer aan wo God de mensen het een van haar leven brengt op verschillende wegen. De mensen moeten gleich oud worden, die kunnen jong sterven, een accident, verdrinken, door krankheid, verschillende wegen. Maar de levens kan ganz kort zijn en God kan het hier wegnemen. En ik geloof, deswegen is het zo sehr nötig, wichtig, dass wir leben für Gott, dass wir aufrichtig für Gott sind und für Menschen. Und den Thema, den ich gewählt habe für diese Botschaft von der Samaris, ist Vergebung und Unvergebung. Und was wichtig ist, dass wir Vergebung haben. Und was der Unterschied ist zwischen Vergeben und Unvergebung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Vergebung haben in uns Leben und dass wir aufrichtig mit Menschen leben können, in Einigkeit. Und wir haben verschiedene Ursachen, wo wir von das moralisieren, woran das so wichtig ist. Und das liegt an uns. Das ist ab zu uns, ob wir wollen in Vergebung leben oder nicht. Die Entscheidung, damit wir uns selbst merken, wo wir wollen leben. In der Bibel, die weist uns auf vielen Stellen, wo wir unseren anderen, unseren Nächsten vergeben sollen und was Unvergebung kann tun. Ich las deze week, waarin steht von einem Doktor, hij redet auch von was Unvergebung alles steht. Unvergebung kann Mensch sehr ermutigt merken, viel Krankheiten geben, in besonders Uneinigkeit mit anderen Menschen. Und das kann ein Mensch sehr schwer das Leben geben. Schlaflose Nachten, Stress. Menschen, die wollen immer Medizin haben für verschiedene Krankheiten. Aber ich glaube, oftmals ist das, hat das zu tun mit uns, wo wir stehen im Leben, als wir aufrichtig mit Menschen stehen, oder als wir Unvergebung in uns Worten haben. Und das Doktor schreibt, das können sogar Kraft geben von Unvergebung. Als es dann wirklich so ist, weiß ich nicht, aber die Schriften haben uns viel zu sagen. Wir wollen von der lesen, sehen, was Gott zu sagen hat, von einer Einigkeit zu leben. Nicht Bitternis im Wort haben. Oftmals, wenn wir Unvergebung haben, dann wollen wir bitter über den Nächsten. Und ich habe immer gesehen, wenn Menschen, wo ihr Leben leben, wenn die Bitternis im Wort haben, die holen sich weg von den Nächsten, die holen sich weg von der Gemeinschaft mit anderen. Teilnehmen an verschiedene Dinge, jährliche Dinge, willst du haben Bitternis im Wort. Ich kann den Nächsten nicht vergeben. Und das kann uns sogar weichholen von Gott, von dem jährlichen Wesen. Und wir wollen alle haben, dass Gott uns unsere Sünden, unsere Fehler soll vergeben, nicht wahr? Das, was uns Verlangen ist. In den Text, den ich mir gewählt habe, ist Markus 11, 25. Und da lesen wir so: Und wenn je stonen und beten und je in wem was haben, dann soll je dem dort vergeben, dass jün Vater im Himmel jüne Fehler auch vergeben kann. Also das ist hier, das hat zu tun mit uns. Dass uns Vater kann unsere Fehler vergeben. Deswegen ist es so nötig, dass wir unseren Nächsten vergeben tun. In 2. Korinther 2, Vers 10 schreibt es steht: Wem die vergeben, den vergebe ich auch. Und was ich vergeben habe, wenn du was vergeben wir, das habe ich in der Gegenwart von Christus getan, für jün zum Gauden. Also das ist für uns zum Gauden, wenn wir das tun. Wenn Gott uns vergeben hat und auch wenn wir den Nächsten vergeben tun. Und worum ist es so nötig? Vers 11 sagt, das ist das so tun uns nicht in seine Macht gerecht. Das ist wie weit in Gott, was er so tun im Sein hat. Und das hier auch fertig, und selber auch, was denn so tun sein Plan ist. Der will haben, dass wir so ein Bitternis in uns Wort hauen, nicht den Nächsten vergeben.
Was haben wir daran denken und was uns alles getan haben, dass unsere Gemeinschaft kann verdorben. Das 1. Petrus 4, Vers 8 sein, dass sie der gedacht und wacker, will skün jener, der bei sich Feind schlägt sich ram, aus dem brallenden Leben sich nur wem er verrieten kann. Und das sei wir auch oftmals von der Anvergebung erst in der Familie, oder mit Freunden, oder in der Kirche, wo immer das ist. Der Feind, der probiert ihn einzurieten, zu verrieten, zu verdorben. Und das, was in seinem Plan ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns einer den anderen vergeben, in Gemeinschaft taub leben können. Und noch ein Ding, als Betten ist, im Hort kann uns verarrangieren. Nur die Schrift nur. Das kann uns verarrangieren. Hebräer 12, Vers 15 sagt, seid du nur, dass keiner Gott seine Gnade versiemen macht. Lass keinen besseren Bartel abwassen, in Trubel anrichten, wodurch viel verarreinigt worden. So, ich habe hier, was das noch kann, und das kann uns verarbeiten. Und wir wollen so leicht besser, wir erlauben das so leicht, dass ich sage, das ist ab zu uns, wir können das loten oder nicht, dass wir besser wollen, dass wir besser warten loten in uns Wassen. Wir sind so empfindlich, so leicht, was wir besser wollen. Kolosser 3, Vers 13 sagt, verdreht einer den anderen und verjeft jünd untereinander, wenn wer eine Klau jeden den anderen hat, so aus der Herr jünd verjeft hat, so mat die auch vergeben. Kriegst du der Herr uns vergeben hat, deswegen ist es so wichtig. So ist der Herr uns vergeben hat, so mat wir auch. Wenn wir eine Klau jeden den anderen hat. Und wenn wir denken, dann, wo hat der Herr uns vergift? Wo hat er unsere Sünden vergift, unsere Schulden und verschiedene Dinge? Wo vergift er uns? Dass wir sind auch hier von Sagpunen, Gott, der vergift uns unsere Sünden. Ich dachte, das wäre interessant, was er von vertalen hat. Und nicht bloß dort, es ist nicht bloß der Herr uns die Sünden vergeben hat, er vergibt uns sogar von. Nicht, dass er in Gott ist, was er nicht mehr kann und denken, hat Amnesia. Das ist nicht den Bereich, wo er das verjährt. Aber er will sich das nicht mehr im Gedächtnis zu haben. Nicht mehr daran zu denken. Nicht, dass er das wirklich nicht mehr weiter hat. Der hat mir was angetan, der hat mir gesündigt. Aber er will sich das, weil er hat so viel Leid für uns. Er will sich uns das vergeben und dann nicht mehr daran zu denken. Und so soll wie, dass Gott uns vergift hat. Das ist doch, er uns vergift. Der Schuld nicht mal jeden uns zu hauen. Kriegst du selber den Nächsten. Nicht mal die Schuld jeden hauen. Sagen, okay, ich habe dich vergift und ich will dir nicht mehr an denken. Das ist, was Gott hat. Epheser 4, Vers 32 sagt, sie leben von Horten leiftulich einer zum anderen. Also das ist manch uns, manch Menschen. Leiftulich sein, einer zum anderen. Vergebt jünd untereinander, so als Gott jünd in Jesus Christus alles vergebt hat. Nicht bis portwies, aber alles. Einmal fragt er sich dann vielleicht, wenn Gott sagt, er will dich mal gedenken, nimmt er das leicht und wir sind in jeden Arm, ist das einfach gleichgültig, was wir können sein, zu Arm und Arm ist das dauert. No, das ist nicht, was das ist. Gott ist das schwor, wenn wir senden tun. Das ist sehr wichtig, wenn wir so leben tun, dass Gott das nicht gefallen hat. Aber jo, er will sich deswegen, uns die Sünden zu vergeben und nicht mehr zu gedenken. Deswegen werden wir nicht gleichgültig so leben, dass das nicht Gott gefallen ist. Das in Jesaja 43, Vers 24, der erste Part von der Vers sagt, aber je haben mir das schwor gemerkt mit jenen Sünden. Und mir meid gemerkt. Mit dort, was die erreicht haben. Also das habe ich hier. Und einmal ist das schwor, das ist nicht eine gleiche Sache, dass er uns der vergeben hat. Dann sagt er in Vers 24, und doch sie ich da, wer jün erreicht verjeft,
Ich sehe, dass wir jün arg verjäft. Dat te zijn is, dat mij te vertrouwen jet. En hou mij jene zinden niet meer ver. Hörst du mal, ist das nicht schön? Das ist der Gott, er sagt das. Er hält unsere Sünden nicht mehr fair. Wenn wir andere oftmals vielleicht sehr schwer gemerkt haben mit uns Leben, dass wir leben da für Gott. Und dann ein Kapitel wieder, Jesaja 45, Vers 22, sagt er, dort, was die haben arg getan, lot ich verschwingen aus einer Wald. Jene Sünden nehme ich weg aus den Däv. Also das verjährt, das kommt und verjährt. So sagt das immer unsere Sünden. So ist eine Wald vergehen wird, auch so ist Däv vergehen wird. Dann sagt er, kommt bei an mich, weil ich sehe, wer jünt rat. Das ist uns Gott. Da müssen wir uns vielleicht fragen, warum haben wir andere die Schuld immer war fair? Immer war fair, war erholend. Und dann von der auch Hand die Frau nur zu Gott holen, eine Verzeihung. Weil wir wollen potwies in uns Gott holen, dass wir das können und denken. Wenn der was kommt, auf einmal dann haben wir andere verholen, war erholen, uns Partner, uns Freund, der wir immer das muss sein. Ich wundere, als das wäre, dass wir das nicht wirklich vergeben tun. Wir sagen vielleicht, jo, ich wollte jetzt verzeihen. Aber da wir wirklich, dass Gott uns vergeben wird. Und vielleicht kann ich nicht so leicht verstehen, was das sage ich erst, wo Gott uns unsere Sünden vergeben hat. Wir tun uns einmal sogar, wenn wir eine Sünde gefragt, eine Vergebung zu Gott. Und dann fallen wir vielleicht auch, jo, Gott hat uns das verzeiht, wie es sagt in der Schrift, er war das down. Aber dann bald dann fallen wir uns war schuldig, dann gehen wir weiter mit derselben Schuld, gehen wir in den Gott und sagen, kannst du mir das verzeihen? Und er sagt, er will das nicht mal jeden ans holen. Aber wir tun das haben, wir können das nicht vergeben. Gott hat voll. So hat Gott vergeben, so soll wir vergeben. Ich glaube, das wurde uns zuerst, wir können das nicht so leicht verstehen, wo Gott uns unsere Sünden vergeben hat. Also, wenn wir aufrichtig vor Gott gehen und bekennen unsere Sünden, heißt da wird uns vergeben wird und dann nicht mal gedenken wird. Nur 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nicht bloß, dass er uns die Sünden vergeben, aber er reinigt uns auch. Ich glaube, das liegt oftmals an uns. Wir merken uns nicht wirklich rein. Oder wir meinen vielleicht sogar wirklich so, dass wir unsere Sünden vergeben haben. Weil wir holen dann haben wir für die Menschen und für uns, von wie gesündigt haben. Wir glauben, dass Gott uns die Sünden wirklich vergeben kann. Vielleicht glauben wir, dass es so schlecht ist, was wir getan haben. Und ich glaube, das ist auch. Das sind dann, was wir getan haben. Sünde ist eine Sünde, das ist schlecht. Das soll wir auch sehr wichtig nehmen. Aber wenn wir aufrichtig vor Gott gehen, er wird uns die vergeben und nicht mal gedenken. Und für Menschen, die so zu besein, ist das auch schwer. Das ist eine schwere Sache, wenn wir unsere eine Kraft wollen tun, wie den Nächsten vergeben wollen. Oftmals können wir das gar nicht. Das vielleicht hat er uns zwei angetan. Und wir denken da immer weiter an und das hat uns zwei getan. Dann dort wirklich vergeben, das ist schwer. Aber Gott würde das nicht sein, wenn das nicht möglich wäre. Er würde das nicht sein, dass wir das sollen tun. Er sagt keinmal zu uns Wort, was wir nicht können tun. Er kann uns, er weiß unsere Schwachheit. Dabei, wenn er sagt, dass vergift einer den anderen, dass ich ihn vergift habe. Und das meint er so, das habe ich auch getan, wenn wir das wirklich wollen. Und wir wissen, Gott hat uns so viel Liebe. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Das sind Konzern, was das ist, so groß oder so klein, was immer das mag sein. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Deswegen glaube ich, verjährt er von unseren Sünden. Er gedenkt er nicht mehr, er will Gemeinschaft haben mit uns. So soll wir auch bedeutet sein über unsere Nächsten, mit unseren Freunden.
dass wir kein Taub kommen, freundlich sein einer zum anderen, Gemeinschaft haben und verjäten von was der andere getan haben. Dann werden wir davon verjäten, uns wählen, das zu tun, wenn wir das wirklich auch nicht kennen. Aber wenn wir uns das wählen tun und sie denken, ich will dir das nicht mal gedenken, ich will dir das zu Gott haben, dann wollen wir das tun mit Gott seine Kraft. Und wenn ich denke, dass ich all sagen, das ist nicht gleich alte einfache Sache, wenn wir sind gegen Gott, das ist wirklich eine schwere Sache, das ist Gott schwor und wichtig. Ich lasse das hier weg in Jesua Kapitel 7, wenn den Kapitel lesen, das ist wirklich zu hören, wie wichtig das ist, wenn wir gesündigt haben. Ich werde nicht den ganzen Kapitel lesen, aber was wir uthegnen, was der Kapitel sein wird. Du wird ein Mann, was der gesündigt hat, sie nun wird Eken. Ich weiß nicht, was der auf Deutsch gesagt hat, aber der hat gesündigt gegen Gott. Sie hat einen Kirche, hat gegen andere, gegen ihre Feind. Und Antwort gesagt, dass sie sollen keine von ihren Feinden ihre Sachen nehmen. Das die jeder nicht, das wird schwierig, so zu sein. Das hat sie Tag verloren. Aber Eken, der kann das nicht verdrehen. Er sagt, dass da wird wirklich was strömt an seine Ohren, wo er ihre Lasten leidet. Und er kann das nicht tachlassen. Er holt sich gewisse Dinge von dir und verstärkt die in sein Zelt. Und begrabt die sogar. Und er legt dass er wieder mit Weiche kommen, hat keine gesehen, und hat dort, was an die Jankert hat. Aber da kann es sein, was das tut. Sie ging mit ihrer Nuber, war am Gericht, mit einer gewissen Herde Menschen, und sie selbst dachten so, sie hatten kein Trouble mit denen, dass sie die nicht wollen nehmen. Gott hat ihnen mehrmals geholfen in der Vergangenheit, und sie wissen, wo Gott kraftig wird und wo mächtig er wird, und er wird endlich auch wiederhalten. Aber das Mal gewannen sie nicht. Er fiel die Jungen in drei, wie in das Kosten 36 Lebens. 36 von ihrer Mann hat es gekostet. Du wirst zu sein, Gott will nicht mehr ernten. Hier werden sie allein, dann können sie nicht gewinnen. Kostet sogar 36 Lebens. Wenn ein Mensch hat gesündigt. So eine große Schar Menschen aus der Israeliten wären, und hier hat ein Mensch gesündigt, wo von geschrieben wird. In Jesua wird sehr schlimm über Gott. Er fragt Gott, warum hast du das getan? Warum hast du uns zum Schanden gemerkt, dass das? Dass wir so mussten verspielen und Lebens abgeben von unseren Menschen. Warum Gott? Er dreht sich in die Sache, habe jeden ab und bestreitet sich mit jedem Esel. Ein Tag über, bin ein Tag. Und beschuldigt Gott dafür. Aber Gott sagt, das ist Sinn in diesem Camp. Das ist ein Sinn in diesem Camp. Das ist, was passiert ist. Soll es dort nur sehen und dann abbringen mit der Sinn. Weich mit der Sinn. Der hat nicht Ruhm für Sünden in ihr Leben. Und was passiert? Sie mussten die Menschen alle untersuchen. Und das Jesua in den Eken, der kam vorwärts und stund der Tau, er hat gesündigt. Er hat genommen von den Sachen, wo sie nicht gefriert hatten. Und das muss abgeräumt. Und er musste vorwärts kommen mit der ganzen Familie, mit seiner ganzen Familie, und er wurde gesteinigt. Ganz Israel steinigt dessen Mann und seine Familie. Und nicht bloß er musste ihn leiden, sogar seine ganze Familie. Das hört sich traurig, aber das zu hören, wie wichtig Sinn wirklich ist. Sie wurden gesteinigt und sogar verbrannt. Das war ganz abgeräumt, weich mit der Sinn. Wir als Menschen, wir würden so denken, das hört sich euch fair, nicht? Warum wurde die ganze Familie da mal leiden? Aber das können wir hier, wenn wir sind da, und das tun wir gleich bloß an uns selbst. Das tun wir andere Menschen auch an. Und dass Gott wirklich bei uns ist, so eine Sinn zu vergeben und nicht mehr daran zu denken. Das ist groß, das ist eine große Freude, dass wir so einen Gott haben. Er ist so gnädig, er ist so barmherzig über uns. Einmal der hat vielleicht Menschen, die dann bei der Hohl kommen und beschuldigen sich an einem. Sagen verschiedene Dinge zu einem, was einem wehtut. Was er vielleicht meint, dass der immer weiter kommen sein,
verzeih mir das, ich wollte das nicht mal tun, ich habe das auch weiter getan. Macht wir den immer weiter verzeihen? Nur die Bibel nur ja. Petrus wird auch fragend, in Matthäus 18, Vers 41, fragt Jesus, dann kam Petrus ab und sagt, Herr, wofür kann man ich meinen Bruder vergeben, wenn er sich an mich versündigt? Regt 7-mal Tau? Ich dachte so, wenn er eine 7-mal fragend, wenn er dann auf einmal nicht da, dann hat er sich wenig gegen Gott versündigt, dass er die nicht vergeben hat. Früher nur 7-mal. Und was sagt Jesus? Ich sage dir, nicht mal 7-mal, aber 70 mal 7-mal. Das ist eine große Zahl. 70 mal 7. 490 mal soll er den Nächsten vergeben. Ich glaube, das sage ich dann bloß, dass wie kann ich sagen, nu habe ich den Mäß genug vergeben, wieder brauche ich nicht. Das mein Verärmer. So nehme ich das. Und es wird zu sein, wenn immer der kämpft, dann frage ich eine Vergebung. So wir wollen zusammen den dort vergeben. Wie immer das ist. Und oftmals ist das so. Hier sind Menschen, die vertrauen vielleicht schlecht von uns. Dann kommen sie drehen und sagen so, oh, ich meine das gleich so. Das hat ich gleich so gemeint. Ich spüre es mal bloß. Ist es dann wirklich, dass sie so denken, das? Ich glaube, dann hat er bloß gesagt, was er wirklich fühlen und denken das von die. Aber da will er nicht haben, ob er so schlimm sein über Arm, dann kommen sie drehen und sagen, ich meine das gleich so. Manchmal hast du vielleicht geschätzt, gelacht über und sich gefreut, wo das er hat gesagt kriegen. Und dann sagen sie, ich meine das gleich so. Meint er dann wirklich gleich so? Ich glaube, dann würde ich sagen, dann würde ich nicht sein, den zu vergeben, wenn es ist dort, der. Oder ja. Ich glaube, ja, das wäre wir auch. Was du das so meinen, oder nicht. Lukas 17, Vers 3 sagt, pass ab, wenn die Bruder sich an die versündigt, dann hol ihm dort fair, und wenn ihm dort leid tut, dann vergib ihm. Und dann sagt er in Vers 4, und wenn er sich 7-mal den Tag an die versündigt, und 7-mal den Tag zurückkommt und sagt ihm, der dort leid, dann sollst du ihm vergeben. Also don't wo verken. Und er war kämpft, 7-mal Tag und don't. Dann soll wir ihm du wenig vergeben. Das ist was Gott hat. Ich dachte an einen jungen Mann, wo ich nicht mit schaffen habe, aber der kommt einmal die Weg, kommt über ans Schab und bringt den Gas an. Und das Mann, hier nur als ein junger Christ, und ich kann einige Dinge noch nicht ganz recht verstehen, und wie kann man reden von seinem Leben und wo er steht mit Gott. Ich frage, dass er ein Christ wird, und er sagt, er fuhrt in die Kirche. Er sagt nicht ja, aber er sagt, er fuhrt in die Kirche. Dann frage ich, ist er dann nie geworden ein Christ wird? Dann sagt er probiert seine Seligkeit zu verdienen, er probiert zu arbeiten. Und dann hat er noch viel zu tun, wo er noch sehr schwer hat. Ich sage, da braucht er nicht arbeiten. Gott hat all. Gott hat all, ich arbeite für ihn. Ich sage, das hat er nicht hängen, das ist vollbracht. Es ist finished. Dann hat er das getan, dann hat er seine Sinne betont. Die braucht er etwas annehmen, in der Tauschstunde einen Sinn da werden, das annehmen und Dankeschön sein. Nicht gehen und schaffen dafür. Da wurde ich gern heimgeht von den Katholiken. Und die sagen einzig mal solche Sachen, sie glauben nicht, sie machen sich das nicht verdienen, sie machen sich die Seligkeit wiederarbeiten. Und dann hat er merkt von sich selbst und seine Frau, er hat ein paar Kinder, sie hat ein paar Kinder taub. Und dann hat sie, weil so sehr schwer wird, er kann seine Frau nicht vergeben. So wie andere war es in der Taam, in der befriedeten Zeit, und er wird leid, und er hat auch eine Vergebung, und er sagt, er kann das Maß nicht, am Fall ist so schwer. Er sagt, er weiß nicht, wo er das will tun. Er will er vergeben, er leibt er sei auch die Kinder, um in Frieden taub zu leben, sagt er, aber am Fall ist schwer. Dann dachte ich bei mir selbst so, was kann er so machen, ist das für einen Trost geben, wenn er Himmel belebt hat. Es ist leicht zu sagen, du vergib dir bloß. Aber ist es so leicht zu tun? Aber ich sehe du zu ihm, ich sehe zu ihm, Gott hat uns all unsere Sünden vergeben. Und dann wird das wir, grauter, klein. Ich sage, wir haben in Gott, hey, steht nicht rein mit einer Schule, und dann sagt er, was will sein, was war deine Sinn erst? Ja, in diese Sinn. Könnt ihr das vergeben, oder könnt ihr nicht vergeben?
Ich sage, Gott hat auch vergeven von dat wirklich leid wir. Ich sage, nu wieder ab der Arm, dass er auch vergeven leid. Am Friedenshofen, dass sie können top leben, meint sich selbst und auch ihre Kinder. Und er stand das Tau am Janker, und gesagt, er will sein, dass er das können. Weil eine Weg wiederkommen war, dann sagt er, befrieden leben, das ist immer so schwer. Dann, weil er nicht mehr Worte kriegt, wie als einer will Trouble dämmert hat, aber er sagt, befrieden leben, das ist schwer, sagt er. Aber es ist dort, wie unsere Nächsten, unsere Mitmenschen, oder wer immer das ist, haben wir Trost geben, von der Schrift. Ich sage, wir haben nicht gesündigt, wir haben alle verschiedene Sünden in uns Leben. Und Gott, wenn wir am Vergebung fliehen, danach hat vergeben uns. Und besonders in Matthäus 4, Vers 28, ich gebe am Liefvers, ich sage, ich will sagen, wer ein früher Mensch darauf ankickt, dass er erhaben macht, habe bei sich im Hort all mit Erde Ehe gebrochen. Also ich sitze an, wenn wir vielleicht haben wir auch mal in unserer Vergangenheit noch eine früher gekickt und gesagt, wir wollen nicht gleich hinterher. Dann sagt der Schrift, dann haben wir all im Hort unsere Ehe gebrochen. Ich sage, Gott hat uns vergeben für dort sogar. Und ich sage, dann wird nötig, dass wir uns Partner auch vergeben werden, besonders uns Partner, dass wir können im Ehestand, im Frieden leben. In Hebräer 8, Vers 12 sagt, ich will mir eben an erbarmen, und wer ihre Sünden vergeben, dann sagt das war nicht mehr daran denken. Nicht mehr daran denken. Das hätte sich mir schein. Wie denken damals auf Verknoten? Und ich habe wieso vergeben als das? Der Schrift sagt, wie soll? Mit Gott seine Hauptleben, ich habe das tun. Auch weil er halt mir wie von was sagt Punen sieht, er lebt, dass Gott das nicht gleichartig nehmen wird, wenn wir Mut bei uns sind und sie denken, oh, ich war bis morgen, wann immer, ich war Gott um Vergebung fragen, dann war er wieder vergeben. Er sagt, er wird, dann wird er mir nicht mal gedenken. Dann braucht er gleich ernst nehmen. Dann bloß war er Mut bei uns in Sünden leben und dann war er Vergebung fragen. Und ich glaube nicht, dass Gott das dort meint. Das sagt Punen dann sein, der dann wundert er, ist der wirklich nicht hart worden. Und ich glaube, so würde es sein, dann kann es sein, hat der wirklich nicht hart, hat den anderen Verlangen, als danach haben wir nur Sünden, in Sünden leben, dann glaube ich mal an sich fragen. Damit glaube ich, kann er auch sein, dass der wirklich ein Verlangen hat, zu leben für Gott oder für sich selbst, für das Fleisch. Und ich glaube, erstmal, wenn wir wirklich ein Leid haben für unsere Sünden, die wir gelebt haben, dann gedenkt er uns nicht mehr. Jesus vertelt ein Gleichnis auch von Vergeben von zwei Männern in Matthäus 18, Vers 23 fängt er an. Das hat zu tun mit Geld vergeben. Vielleicht nicht sogar von anderer Vergebung, aber von Geld, das wird auch von Vergebung. Das fängt an, dass sagt, der Himmelreich ist mit einem Königreich zu vergleichen, der mit seinen Schuldner verrechnen will. Und das heißt, Anfang zu verrechnen, wird einer gebracht, der viele Tausende schuldig wird. Und das heißt nicht hart, dort zu betonen, befahl sein Herr mit früh und Kinder taub und alles, was er hat, der würde am Ende stoppen, dass er bitte ich betont haben. Dann fällt der Mann dool und betet am Mann und sagt, Herr, hab Geduld mit mir. Ich will das alle betonen. Dann jammert den Herrn dort über dem Knach und leid am Gonen und verjäuft am die ganze Schuld. So der hat ein Mitfeil mit ihm, verjäuft am die ganze Schuld. Aber dann wieder andere Mann, und das soll der Mann, dann ging das soll der Knach rüt und traf einen von seinen Mitarbeitern, der am ganz wenig schuldig war. Jeden, was das verschuldet hat, wieder nur ganz wenig. Dann krieg er Holz zu holen, fängt er an zu warten sogar. Und ich glaube, das ist wie ein Simulak. Wenn uns wer was angetan haben, vielleicht nicht Geld, aber einmal das muss sein, dann wo wir den Leute gehen und packen in am Holz und warten den. Und er steht in der Schuld vergeben, in dem Frieden, läuft taub.
wandern. Und deshalb das man verlangt, um alles zu betonen, was er schuldig war. Dann der gleich das Salje, das man, dann fällt das man ver an Dol und Pracher an. Hab Geduld mit mir. Ich will dir alles betonen, aber er hat ich dir nicht nur. Denk und Leid am anstoppen, bis er alles betont hat, was er schuldig war. Dann aus seinen Mitknechten dort sagen, werden sie sehr bedrängt und gingen und vertelten dem Herrn die ganze Geschichte, was der Fee gefallen wir. Dann fordert der Herr am Wara und sagte ihm, du bist ein Knecht. Ich vergebe dir all deine Schuld, willst du mir daran prachen. Sollst du nicht gerade so gut und mit deinen Mitknecht Mitleid gehabt haben, als ich mit dir Mitleid habe? Dann sagte er in sein Herr, wird so doll, dass er am Leid anstoppen, bis er alles gut betont haben. Ich hatte ihm die Schuld vergeben. Die Leute haben doch, was er anstoppen will, er ja nicht hat die Schuld vergeben. Ein gutes Bildnis von Gott ist. Wenn wir in der nächsten Vers gucken, der Vers 35 sagt er, und so wird mein himmlischer Vater, dort man in jedem von ihnen merken, wenn jenen Bruder seine Übertretungen nicht vom Horten vergeben. Das ist hier, das ist wirklich so wichtig, dass wir unseren Nächsten die Übertretungen vergeben tun. War an Markus 11, Vers 26 sagt er, über wenn die nicht vergeben, wird den Vater im Himmel die Fehler auch nicht vergeben. Das ist, was der Schrift sagt, das ist die Schrift. Das ist wirklich wichtig, was der Schrift sagt. Menschen können verschiedene Dinge sagen und sie können verschiedene Dinge lernen. So ich auch sagen, ich finde es ein Doktor, der da von hat uitgefunden hat, an Vergebung gibt wirklich verschiedene Krankheiten. So viel haben sie auch gelehrt. Und der selbe Doktor, der Anvergebung verglichen mit einem mit Virus. Die sind alle bekannt mit Computers, nicht? Und oftmals im Computer, wenn man die posten dann kriegen wir verschiedene Virus im Computer nennen. Und so ein Virus, der den Computer viel antun, viel Schaden tun. Da müssen wir uns eine Antivirus-Software bestellen, kommen lassen, dass wir beschützt sind von diesem Virus, dass der Computer nicht kann, nicht mehr. Und so der mit uns auch, mit uns Körper. Wir müssen einen Antivirus haben in uns zu beschützen von verschiedenen Schadungen, verschiedene von uns kann antun. Und je länger wir mit Tachloten tun, mit ohne Antivirus haben, je mehr Schaden kann es tun, zu uns. Und das Antivirus, was wir haben, was wir haben, ist für unseren Körper zu beschützen, ist Vergebung. Vergebung haben. Nicht Bitternis haben jene Nächsten. So wo wir beschützt werden. Und je länger wir Bitternis lassen in uns Wort regieren, je schlechter wird es mit uns. Das soll wir mit umgehen, so schön es wie können, dass wir beschützt werden. Das ist, was das Doktorleben leiden. Ich glaube, dass das Wort hat, du an. Wenn wir wollen beschützt werden, dass wir nicht wollen zu Schulden gehen, dann werden wir uns, dazu sein, dass wir eine Antivirus-Software kriegen in das Wort. Vergebung für den Nächsten. Und wir wissen, was den Feind sein Plan ist. Den Feind, sein Plan ist, dass er uns viel Schulden antun. Das hört sich einmal so, er will das Gute für uns. Aber das ist nicht so, er will das Schlechteste für uns. Und das oftmals so, sind die kleine Dinge an uns Leben, die uns viel Schaden antun. Und das wird der Feind als Prophet bringen. So dass ich schon sagen, dass wenn wir verschiedene in uns Wort haben, was wir Gott will haben, die Fragen nur Vergebung, wie glauben wir haben wir gleich ganz. Wir haben keine Dinge, wir gehen mit Armen und haben das Schwur damit. Und für unsere Nächsten. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir unsere Nächsten vergeben, dass wir eine Einigkeit tauchen und leben.
und besonders geistlich wachsen. Ich glaube, wir können mehr Frucht bringen, geistliche Frucht bringen, wenn wir wirklich Vergebung haben für den Nächsten, in Einigkeit können top leben, in top kommen, in Gemeinschaft haben. Dann können wir geistliche Frucht bringen, was die Schrift sein was wir sollen tun. Ich glaube, wenn es nicht, dass wir uns unser Segen tun sein, wo stehen wir mit unseren Mitmenschen. Wir haben noch zu beten. Großer himmlischer Vater, wir danken dir, Gott, dass wir fertig kommen und dass wir dir ans Futter nahen, dass du uns Gott bist und dass du so leibtolich bist, dass du deinen Sehen Jesus Christus für uns geschenkt hast. Du hast einen großen Verlangen, Gemeinschaft zu haben mit uns, mit deinen Kindern. Du vergibst uns unsere Sünden, die wir begonnen haben. Und du schenkst den Sehen Jesus Christus, der betonen für uns. Wie können der Himmel betonen? Dass wir dann, was wir brauchen, wo Gott wir brauchen zu sein, wir können unsere Schuld nicht selbst betonen. Aber dann schenkst du Jesus Christus hier auf Erden und betont den Sinn für uns, als er am Kreuz gestorben hat. Wir danken dieser Seite dafür, Herr. Gott, ich frage, dass du unsere Horten wollen und nur sein, dass du eins, was in uns hat, was du fehlen zu betonen für unsere Nächsten, wenn du Anvergebung hast für unsere Freunde, unsere Mitarbeiter, unsere Familie, wo immer das mag sein, dass wir Anvergebung in uns haben. Dass wir können damit arbeiten und dadurch kann gereinigt werden, Herr. Musst du uns alle segnen, dass wir in Einigkeit verbossen und leben für dich, Herr. Dass du musst verherrlicht werden. In deinem Namen bete ich das mit Danksagung. Amen.